Du mit Klimaanlage. Bro, wisst ihr, ich habe heute jemand Geld geliehen und rate mal wie viel. Digga, 60.000. 60.000, Bro. Ich habe meinem Vater 60.000 geliehen. Weil er macht, ne, es ist für die Allgemeinheit, er lässt Klimaanlagen einbauen im Mainhaus. Plus, glaube ich, Solar irgendwas. Einmal 45 Minuten Video-Placement schauen und ist wieder drin. Bruder, das ist nicht mal 1% davon. Okay, 1% schon, aber beruhigt. Bro, ihr denkt, ich habe mich dumm und dämlich verdient mit diesem Video. Bruder, ich weiß bis heute. Guck mal, soll ich euch den wahren Grund sagen, warum ich das angenommen habe? Das habe ich Stegi so gesagt, nämlich. Das, was ich bekommen habe da, ist, wenn man es vergleicht mit anderen Sachen, viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber ich dachte mir, Bruder, wer bin ich, dass ich zu sowas Nein sage, Digga? Versteht ihr? Bruder, als ob ich jetzt so abgehoben geworden bin, dass ich zu sowas einfach Nein sage. Bruder, im Endeffekt eine Stunde Video schauen, Bruder, wen juckt es, Digga? Verstehst du, Bruder, wer bin ich, dass ich da Nein sage? Map verschiebt sich Real Talk. Bruder. Oh mein Gott, Digga. Bro, wie leben die noch? Digga, was hier? BGA TikTok. Bro, aber habt ihr das gesehen in Japan, Jungs? Ich hab's euch gesagt. In Japan wird ein Tsunami kommen. Es wird passieren, sage ich. Da ist nämlich irgendeine App, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, wo richtig viele Störungen hier. Das sind so richtig viele Störungen unter der Erde, in der Nähe von Japan. Und laut Prophezeiung von diesem einen Manga, wo ich euch vor einem Monat gesagt habe, dass ich deswegen nicht nach Japan gehe. Erdbeben meinst du? Nein, Tsunami. Weil es wird ein Mega-Erdbeben im Meer geben und durch dieses Mega-Erdbeben im Meer wird ein Tsunami Japan treffen. Also in diesem Manga wurde gesagt, 5. Juni Tsunami in Japan. Schwarz, diese Störungen sind Erdbeben. Ich weiß doch, Bro, ich weiß doch. Aber das ist, guck mal, normalerweise kommt eine Naturkatastrophe, wird sich immer davor zeigen. Versteht ihr? Man merkt immer schon davor, dass irgendwas nicht stimmt. Und in Japan gehen Vögel gerade richtig schnell weg, habe ich gesehen. Da sind so Vögel weg und so kleine Mini-Erdbeben überall in der Nähe. Und am 5. Juli wird es richtig abgehen. Das war jetzt wegen Herrn Newstime Check hier. Nein, aber am 5. Juli soll laut diesem Manga ein Mega-Erdbeben im Ozean stattfinden und durch dieses Mega-Erdbeben ein Tsunami in Japan sein. Und dieser Manga hat das damals schon predicted und es ist genauso passiert. Die Armen. Was ist das? Oh, nee. Digga, aber krasses Aim, Bro. Holy shit. Was ist das für eine Area? Is you? Nein, ich nicht, aber die eine von Manga. Hier, das. Ach, Digga, Französisch. Oh mein Gott. Ich übersetze euch. Et si un manga semait la peur et poussait de nombreux touristes à annuler leur voyage? Hat dieser Manga es geschafft, die Touristenzahlen zu senken? C'est ce qui se passe actuellement au Japon où la Was passiert gerade in Japan? réédition d'un manga a fait exploser les annulations touristiques Durch diesen Manga sind die Absagen explodiert. parce qu'il prédisait un tremblement de terre. L'ouvrage s'appelle The Future Mann, Bruder, wir müssen auf Deutsch schauen. Was ist das? Bro, denkt alles auf TikTok ist wahr? Bro, das... Du kleiner... This is probably the creepiest Japanese manga you'll ever read. In 1999, a Japanese cartoonist named Tatsuki Ryo created a manga called The Future I See, where she documented 15 predictive dreams from 1985 and 1999. Of these 15 predictions, 12 and a half were met, including the 2011 Japanese earthquake, the Great Hanshin earthquake in Japan, and even the global coronavirus outbreak in 2020. And according to Tatsuki, her dream would come true in increments of 15, either in days or years. So basically, if one of her dreams didn't come true in 15 years, add in another 15 years and it will eventually come true. So she decided to publish her dreams in the form of a cartoon and publish it in 1999. Bro. But one of her most notable predictions was the outbreak of the coronavirus. Guck mal, und er hat das gepostet 2021 und mittlerweile posten das jetzt alle wieder, weil wir jetzt kurz davor sind. Weil jetzt ein neuer Manga gedroppt ist. Und jetzt die Frage, ich habe ja Japan-Tickets. Denkt ihr, wir können überhaupt noch danach, also wir könnten nach Japan überhaupt oder denkt ihr tote Hose? Wie fandet ihr mein TikTok?
totes TikTok, Digga. Bro, ich hatte nichts zu tun gestern. Das hier... Bro did not want to sacrifice himself. Jo, Hugo. Wollte einfach nur sagen, dass du ein echt geiler Typ bist. Was ist das? Hey! Mann, Bruder. Das Thema ist, Bro, ich schwöre. Ey, Retalk, aber das Thema ist durch, Jungs. Kein Gruß mehr, gar nichts. Wir haben's bestanden. Der in Anführungsstrichen Hype ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Das ist jetzt unser erster Clan-Member. Er würde gerne unserem Clan beitreten. Und er stellt Pabo, sich jetzt ne? einmal kurz vor. Ich bin Naruto-san. Ich bin 13 Jahre alt. Okay, Digga, Start. Bro macht alles außer Stream. Mhm, was ist das? Bro, das habt ihr mir gestern auch alle geschickt, Jungs. Ihr müsst so ein bisschen in eurem Kopf rattern, so, was ihr mir schon geschickt hat und was nicht. Versteht ihr? Trinken, Kiffen, Schlägereien. Die Sonderschule schwänzt der 15-jährige Das ist Ketchup. Der Bitch. Teenie aus dem Ruhrpott hält sich für den Superchecker. What the flip. Was macht Whitney da? Whitney? Whitney. Und wieder Whitney? Ja, Whitney, ich meine immer beide. Willi und Sidney ist für mich Whitney. Immer beide zusammen. Fusioniert, Willi hat das schon letztes Mal gemacht. Fusioniert. Wie Schrabex oder Hab noch maximal niemand Eli. Und wenn du dann im Allgemeinen sprichst, die Braunen. Nee, Wenn du direkt nee. Einfach Schokis zu uns. Ja, Schokis. Nein, Die Schokis. nein, Distanz. Ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Klar, Auf eure Dingsbums da. Da Ja. will ich gar nicht. Nee, Ihr seid die Whitney. hübschesten. Einfach gemischt. Sidney und Willi. Ihr seid doch Brüder. Man kann euch doch mal zusammenfassen. Ja, klar. Brüder? Ja, Schokis. Schokis. Nein. Ich möchte mich davon distanzieren, wenn ihr schon wieder in diese Ecke da geht. In diese komische da. In die Ecke, ne? Jetzt Ja, haben wir in 6 diese Finger. Da bin ich lustig, alright. Ja. Es ist unangenehm. Es ist sehr unangenehm. Ich möchte mich davon. Mann, was? Ich könnte jetzt auch wieder was sagen, aber ich. Ach Mann, Bro. Nein, ich kann das nicht sagen. Scheiß drauf. I won without moving. Das ist eine Pfeffermühle. Was machst du? Ich lutze ein Ich spiele Baseball, was machst du? Ich werde Hund, was machst du? Ich schlage Maison. Was? Ich tanze, was machst du? Ich wärme mich auf, bevor ich es dir gebe. Ich melke die Kuh, was machst du? Ich hol mir Nein, Ich drehe am Herd, was machst du? Ich zieh an deinen Hupen. Ich geh bowlen. Echt, das ist es nicht. Was machst du? Ich pack dir an den Arsch, was machst du? Ich rühre Farbe an, was machst du? Ich rieche an meinen Fingern, was machst du? Ich erschieße mich, was machst du? POV, es ist so heiß, dass Kängurus spawnen. Ich schwöre, diese Musik, ne, die passt so krank zum Wetter gerade. Schulweg am Mittwoch in Deutschland. Bro, aber guck mal, 32, Bruder, 32 ist nix. Ich bitte dich, Digga. Papa Platte ist geldgierig geworden und macht Sub-Only-Mode rein, also dass nur noch Subs reinschreiben können. Tatsächlich werfen ihn das viele vor. Hier schreibt jemand Geld gleich Mental Health, weil er seinen mentalen Zustand als Begründung nimmt, warum er den Sub-Only-Mode reinmacht, und hier auch noch ein paar andere Beispiele. Es gibt aber auch viele Leute, die reinschreiben, kann ich absolut nachvollziehen, das war bei GTA so schlimm. Das ist auch ein weiteres Argument von ihm, weil das bei GTA so schlimm war, also die Leute nur genervt haben, falsche Informationen reingeschrieben haben oder halt einfach provoziert haben. Wann gehen wir den Only Sub-Mode? Wann wir? I added lucky blocks to Minecraft, but nothing is that lucky or unlucky if you know it might happen. Ich hab voll Bock, Lucky Blocks zu spielen. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, Leute.